viele schöne Dinge, über die man sich aufregen kann. Ne? Und der Deutsche ist ja Weltmeister in Aufregen. Also was heißt in Aufregen? Im Grunde genommen ist der Weltmeister in Jammern, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Weil der Deutsche, der freut sich ja nicht, wenn was funktioniert. Ne? Der töfte ob, was das nächste schief gehen darf, oder nicht? Ja. Aber ich hätte mir viele Gedanken gemacht, über was darf man sich aufregen, über was nicht oder so. Und das ist gar nicht so einfach. Für einen als Mann nicht, als Mann vor allem. Weil als Mann auch, das ist so ein bisschen wie krank werden. Da bist du dann als Mann, krank werden als Mann, da bist du auch nicht mehr ne? Wenn du so ein Betten was hast als Mann, wie krank werden, dann schaffst du nicht jammern. Aber wenn du richtig was hast, dann schaffst du Bescheid sagen. Wo schaffst du denn beten, dass das, was du jetzt hast, was das ist, ob du an Särgen darfst oder nicht. Und kein legt das fest. Und wenn denn das Schlimmste ist, wenn die eine Frau noch völlig weht, dass du was hast. Und die auch noch fragen da. Sag mal, hast du was? Und du sagst, nee. Und sagst, ich sehe doch, dass du was hast. Dann hast du wohl was, oder was? Oder? Das ist nicht einfach. Aber da gibt es auch Dinge, da kannst du die überhaupt bringen, da musst du die überhaupt bringen. Und das ist ein Ding, das hätte ich jetzt noch. Und dann können wir es auch wieder an die Bürgers wenden, das ist der deutsche Telekom. Das ist ja Hammer. Man kann so gut zuführen senden, das ist okay, da gibt es ganz viel. Meine Frau und ich, wir sind für 5 Monate sind wir hier in Hamburg gesprochen. Ne? Und sieht 4 Tagen, hat wie wieder Festnetz. Sieht 4 Tagen. Ne? Also wenn das die Liberalisierung des Postmarktes bedeutet, ne? Dass wir all Monate von unserem Leben in Callcenter-Warteschleifen bringen, ne? Uns mit ständig wechselnden Ansprechpartnern verbinden lassen, ne? Die immer bloß sagen, du da, oder will ich nicht go? Der sagt ganz ehrlich, ich habe das nicht Bruder. Ich habe gern ein Telefon, mit dem du telefonieren kannst. Ne? Von mir so mit Drehtarifen, noch Fern- und Wochenende, wenn denn geht. So, wenn du umdrehen was, ne? Dann gehst du so einen Telekom-Shop und sagst, ich will ein Telefon. Sag ich, ach du, das ist ganz einfach. Oh, du nimmst den Router einfach mit, steckst ihn in die Nebenwohnung in und dann geht er wieder. Ja, Pustekuchen. Ne, du kommst in die Nebenwohnung an und dann kommt da plötzlich völlig Kurbel oder was. Und du weißt nicht, ja, wo schüttet ihr denn nur hin oder was? Ne? So, dann lässt du Techniker kommen, die bohrt das Ganze an, ne? Und was sagt der am Ende? Ja, du bohrt das richtig kommen. Ja, geht aber nicht. Und dann geht los. Das Warteschleifenmaterial. Du musst erstmal ein Handy haben, um da anzurufen. Natürlich, weil wenn du kein Internet hast, hast du kein Telefon. Voice over IP. Ich will nicht mal dahin schauen. Da musst du über die Störungsstelle anrufen. Weil hinten, da brauche ich schon nichts zu vertellen. Das tut nicht viel. Am Anfang bin ich noch ganz naiv. Da habe ich einfach mir einen Küchentisch gesetzt und anrufen. So, ne? Ja. Da ist aber nichts passiert. So nach Stunden, 1,5 Stunden, habe ich gedacht, so, nun müssen wir mal langweilig. Gucken noch Butten, habe ich Gartenarbeit gemacht. Loophaken, ne? So. Dann habe ich noch 2 Stunden, habe ich dann erst mal Stimmen gehört. Ich denke, oh, jetzt weißt du jetzt, nur halb so nicht. Habe ich aber vergessen, dass ich das Handy noch in der Hosentasche habe. Habe ich ablegt, oder die hat ablegt. Und dass ich nochmal wieder anrufen. So, und nach 3, 4 Stunden bin ich dann erst mal durchgekommen. Weil sagt die Mann von der Störungsstelle zu mir, so, das muss aber irgendwie kommen. Ich sag, das geht aber nicht. Weil sagt, hey, hast du denn einen Mut gemacht? Ich sag, da kann er wohl nicht ankommen. Ja, wir lebt in der Technikwelt, Technik 4.0 reden, und das Einzige, was die fragen, hast du da gut gemacht. Du musst mal gut machen. Ja, nur mit 2 Minuten. Ja, dann zeigst du mit der Uhr daneben und denkst, jo, da bin ich jetzt 2 Minuten ein, hast du aber natürlich, das ist gut gemacht. Ich sag, geht nicht. Also ich denke, ja, da muss ich mal kicken. Ich sag, ja, da wäre ja mal schön. So, dann hätte ich irgendwann mit, ich weiß nicht, der ist im Keller gar nicht binnen wegen. Ne? Dann irgendwann sagte, ja, geht nicht. Ich sag, ja, dann hab ich doch 6. Also ich, da muss wohl mal jemand gut kommen. Ich sag, ja, das wäre ja wohl mal schön. Montag in deinen Tagen in der Zeit zwischen 8 und 8 Uhr. Ja. So, an dem besagten Montag ist dann die Technik gekommen. Das erste, was die zu mir sagen, da ist, jo, da muss aber irgendwie kommen. Ich sage, das geht aber nicht. Und sage ich, da muss er noch mal eben kicken. So, dann ist sie in den Keller gekommen. Und das Dünnen ist aber da hochgekommen. Und dann sage ich, ja, das geht nicht. Ich sage, das hätte ich doch gesagt. Ich sage, ja, da muss er noch mal wieder gucken. So, dann ist die hochgekommen. Tom kicken.
Das ist aber gar nicht willkommen. Wenn du Buten in Rumlogen da, das ist mir. Den läuft doch jetzt in 5 Monaten Buten rum. Dann muss die Telekom noch aufholen, dass doch kein mehr da ist oder was. Den Wunder, dass ihr keine Mitarbeiter mehr habt, wenn die bloß kicken tut oder was. So, die ist nicht willkommen. Man sagt, weil er die Störungsstelle anrufen. Zum Glück haben wir nie das Loop, ich habe noch was zu tun. Nach 10 Tagen ist dann die nächste Technik gekommen. Nachdem ich mit den erklärt habe, dass das nicht geht, hat der mich doch glatt gefragt, ob ich denn wüsste, ob wie denn wo von der Hus die Leitung durchtrennt worden ist. Ich sage, besser Mann. Hus. Das ist von 1950. Wenn die Telekom noch so ohne Fälle zu bearbeiten kann. Ja, kann ich aber froh sein, dass du gekommen bist. Ja, da sehe ich auch gar nichts am Mund. Da muss die Bautprodukt kommen. Ich sage, ja gut, dann muss die Bautprodukt kommen. Kein Dogelotter ist in dem Auto gekommen. Das erste, was die gesagt hat, ist, ja, muss ich nicht kommen. Ich sage, das kann ich aber nicht. Und sage, ja, da muss ich mal kicken. Ob ich denn wüsste, an welchen Verteilerkasten ich anschlug. Ich sage, da bin ich, weil da musst du doch wissen. Ja, wisst ihr auch nicht. Da muss ich noch mal wieder kicken. Wenn es ja auch gut kommt zum Kicken. Das ist auch nicht wieder kommen. Wahrscheinlich kickt ihr mit den anderen noch zusammen oder was? Ich weiß das nicht. Und dann sehe ich well, wie die Störungsstelle anruft. Und dann würde ich haben, und hätte der Mann von der Störungsstelle wortwörtlich zu mir gesagt, ich muss umtreten. Ja. Verteilerkasten voll. Ich denke, jetzt ist nochmal die Bockfett oder was. Ich verkaufe mir ein Hus, bloß weil die nicht in der Lage sind, mich von einem Verteilerkasten zu lesen zu stöpseln. Nee, sag ich, ich möchte bloß so dumm. Ich sag, was? Ja, da ging bloß virtuell. Aber das ungefähr tut das 14 Tage. Ich sag mal, 14 Tage? In 14 Tagen, das hätten 4 Brücken ganzes Fertighus hoch. Da braucht die, um mich von einem Verteilerkasten zu lesen zu stöpseln. So, nach 14 Tagen ging doch immer noch nicht. So ging da wieder. Okay, wenn es ein Techniker kommt, dann ging er wieder. Okay, dann ging die ganze Zeit. Und mit der Flo und ich, wir haben das Hus gar nicht mehr verloren. Um den Techniker 24 Stunden Zugang zu unserer schallzentralen Keller zu gewähren. Aber irgendwann ist uns die Krone geplatzt. Wenn es ein Techniker kommt, dann hätten wir dann in den Keller ins Bier.